Hallo zusammen, hier ist der Cletus. Oder eben der Crown Cletus. Chris im echten Leben. Ich hoffe, es geht nicht gut. Heute mal ein anderes Video so ein bisschen zur Auflockerung. Und zwar habe ich mir ja das Care Package vorgestellt von Black Ops 2. Und die Sache ist die, das konnte ich bei alcom.ch noch machen, weil sonst habe ich das nicht mehr bekommen. Und dann habe ich gedacht, nutze ich das jetzt eigentlich gerade mal als Chance, euch den Online-Shop auch ein bisschen näher zu bringen. Weil was viele natürlich gar nicht wissen, als ich so ein bisschen angefangen habe, was ist das, Nintendo 64, auch ein bisschen intensiver zu zocken, dazu mal noch. Und ich weiss noch, dass der Gamecube, auch wenn es rückblickend ein kleiner Müll war, aber dann habe ich mich recht darauf gefreut, vor allem auch wegen dem neuen Wave Race dazu mal noch. Wo der rausgekommen ist, in Japan viel früher rausgekommen, wie es früher halt oft der Fall war, dass Konsolen am Schluss zu Europa ist released wurden. Und dann hat man bei Alcom so eine, ja, wie bei jedem Konsolenlaunch, so einen speziellen Deal eigentlich können machen und die japanische Konsole dann bekommen mit einem Stromadapter und eben zwei Frames ist dabei gewesen, Luigi's Mansion glaube ich noch. Und ja, dann bin ich sogar noch vorbeigefahren und ist dann noch nicht in Lachen gsi. Er hat dann noch einen anderen Besitzer gehabt, der Peach, wenn ich mich da nicht ganz täusche, die das richtig verstanden habe. Und sie sind dann eine Kooperation eingegangen in Lachen und dort gibt es jetzt einen grossen Alcom Electronics Laden eben auch, wo man vorbeigehen kann. Und ich denke, die dort im Gebiet wohnen, können es eh. Und eben, sie haben auch einen Online-Shop, gratis Versand. Und ich finde, es ist auch immer ein absoluter Blick wert, zu schauen, was hier so angeboten wird. Gerade eben, ich war auch froh, dass sie hier noch Care Packages hatten. Andererorts ist es leider nicht so gut gemacht worden, finde ich. Aber hier hat man es informell bekommen und ist man dann relativ schnell auf der Seite und hat das gar bestellen, wenn man wollte. Und das ist eigentlich ja, schon ein grosses Plus gewesen, also ich muss sagen. Wie schon ein paar Mal erwähnt, ich war richtig froh gewesen. Darum wirklich guter Service auch geboten und immer prompte Lieferungen. Also ist sicher auch ein Laden, um mal auszuchecken, wenn man in der Schweiz daheim ist. Und ja, weil ich jetzt nicht unbedingt ein allzu kurzes Video machen will, erzähle ich doch eigentlich noch ein bisschen weiter, weil zu der Zeit, die ich vorher erwähnt habe, Gamecube, der sicher, ist es eben auch so gewesen, dass ich mal so ein bisschen herumgeschaut habe, was gibt es in der Schweiz, und dazu hat es noch kein Facebook gegeben und YouTube auch nicht in dieser Form, und dann hat man sich halt noch ein bisschen auf Gameseiten oder eben auf Foren halt umgetrieben, und dort ist man dann halt auch relativ schnell, jetzt muss ich schnell schauen, dass ich da am richtigen Ort klicke, genau, das Gnet, das Gamernet, eigentlich ins Auge gestochen, dazu mal natürlich noch ein bisschen einfacher ausgesehen. Mittlerweile, es ist glaube ich auch WordPress, ja, wo sehr schnittig und so. Und auch immer wieder eine schöne Quelle für Infos, für News, auch für Reviews. Und ich finde halt einfach immer, ja, es ist von Schweizer gemacht. Die Jungs sind hier schon lange dahinter, leisten hier eine saubere Arbeit. Und dann macht es eben schon Sinn, wenn man das ein bisschen unterstützt oder vor allem eben auch nützt. Ich meine, klar ist es auf Hochdeutsch jetzt hier geschrieben, es dient ja auch um Verständnis. Aber auf der anderen Seite eben, ja, ein bisschen die Schweizer unterstützen. Hallo? Und ja, ihr seht hier ganz unten, es gibt ja sogar so ein Swiss Community Network, wo dann eben zum Beispiel auch Games.ch dabei ist und die anderen noch. Es ist noch interessant, also für die eigentlich keinen Plan haben, können vielleicht auch dort mal draufklicken und mal ein bisschen nachverfolgen, was in der Schweiz so läuft. Weil man hat immer das Gefühl, dass eigentlich fast nichts läuft, und klar, es ist ein kleines Ländchen und von dem her eingeschränkte Möglichkeiten, aber es gibt eben schon so Gruppierungen, Interessengruppen und so, Zusammenarbeit, also wirklich, wirklich höchst interessant. Und der Gnet hat dann auch noch ein Forum für die trotz Facebook immer noch ein Verständnis haben, wie man ein Forum zu bedienen und zu lesen und zu kommentieren hat, können vielleicht auch dort mal reinschauen. Und ich würde sagen, als letzter Punkt, um das noch einmal komplett abzudecken, eben hier der Gnet, haben sie dann auch der Master G, der Gnet auch unter sich hat auch einen YouTube-Channel. Und da habe ich mir jetzt vorher auch noch abonniert, weil ich habe gesehen, es gibt noch so viele
Trailer-Videos und so. Und so kann man das eigentlich auch ein bisschen als Quelle nutzen für kommende Games und vielleicht auch irgendwelche Events oder Spezialaktionen. Da hat er noch gerade seinen Game-Raum vorgestellt. Finde ich auch immer noch etwas Interessantes, wenn man mal so einen Blick reinwerfen kann in die Räumlichkeiten. Und ja, das wäre es mal so ein bisschen zur Schweizer Szene. Ich weiss nicht, ob mich das überhaupt interessiert. Ich hoffe es mal schwer, wenn ihr bei einem schweizerdeutschen Kommentator zuhört, werdet ihr ja wohl ein gewisses Interesse an der Schweiz haben. Und ja, checkt das sonst mal aus. Soll ich da noch ein bisschen mehr erzählen? Oder ist das jetzt eigentlich eher ein einmaliger Exkurs gewesen, den ihr dankend annehmt und weiter geht's mit dem nächsten? Sagt mir es, lasst mir es in den Kommentaren. Lasst mich in den Kommentaren wissen. Und ja, merci vielmals für die Aufmerksamkeit und noch einen schönen Tag. Ciao zusammen.